Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik zie hier van jou in Witwatersrand, Brazilië. Met Juliane Evert. Welkom to dit programma. Danke. Dat is je eerste maal hier, niet zo? Ja. Zo, wer is Juliane? Nou ja, mijn naam is Juliane Lederer Evert. Ja. Het is opgewassen hier in Witwatersrand. Ja. Geboren in opgewassen. Ze hier ook ter Schule wonen. Ja. En bitte 16 jaar heb ik hier geleefd. Ja. En dan vang ik mijn reis tegen de welt een beetje ook aan, ja. En dan, aber die China zijn net heel wat treed, ja. Best wel wat treed in Witwatersrand. Wat je vielleicht nicht weten, dat we Freundschaft zijn, Juliane en ik. Wie zijn die zelf? So bij Heidi, mijn vrouw Heidi en der Christus, ja. Der Christus, ja. Heidi en mijn vrouw en Ju en man. Zij zijn primos, oder cousins, waar man je dat zeggen, vaders. En da wens we kennen wir uns nicht besser, aber ich habe noch nicht viel hier von ihnen leben, wo du zurecht im jährlichen Wieder, wo du so mit Gott erlebt hast. Woher hast du die beziert oder wo fängt dein Leben so mal an? Nou ja, dat is het dat ze opgewassen hier in alles, ja. En zo zie ik ook opgewassen in een gemeente ben, ja. Zo, mijn ma is met ons immer zur Sinderschule, zur Ohndacht gefahren, ja. Mijn pa bin ich immer dabei, aber hij wurde eine andere Gemeinde, ja. Aber wir dann seinen Ort, ja. Aber wir sind immer von klein auf zur Sinderschule gegangen auch. Und so habe ich auch meine Beziehung geholt, ja, mit 6 Jahren. Und nachher war er mit 10 Jahren, so ist es manchmal mit Schengen essen, manchmal ich ganz fast gesagt. Das schien sich so vielleicht besser so, was man erlebt hat, wir sind nicht ganz sicher, was die Beziehung wir, sondern... Man denkt dat meestens ook zo, wens de onder de tijden, ja. En die wil het nog hebben? Het wil het hebben, ja. Dat is zo. Ja, schijnt die hier van die... dat zijn en wo, du sagst met 16 jaar vangt die leven aan. Wat passiert zo in die jongere jaren? Wat passiert wat wordt anders met 16 jaar? Nou ja, het begint mir mit 14, 15 leidet mir dann wirklich Toffe, ja. Und dann von dort dann weet je toes en ik ging dan niet meer zur Schule en dat über Mama und Papa toes helpen, die had ook Wirtschaft, Marktwirtschaft, ja. Und aus den 16 Jahren wieder dann kommen angebaut. Aus dat nicht, wir wohnen hier in Südbrasilien, ja. So, dort haben dann so 2000 Kilometer auf, ja. Von Tuscone auf eine Orbit steht, ja. Und eine Familie auch wohnen, so, ja. Und dann wurde das geraubt, das soll dann mit der Familie taub wohnen, dann mit der Tschenja posten, kochen, putzen, ja, naja, so ein bisschen kurz praktisch, kurz machen, ich habe frei, ja. Und dann hängt das doch an, so, ja, jetzt standen die Menschen nicht, nicht, ja, aber irgendwann schrieg die Krocht, und die Krosch, bei mir, ja, dann kommt die Echo, ja, wenn wir mal was ausprobieren, ja, wenn wir mal von Weg hauptsächlich, ja. Man hat dann immer einen Gedanken auch so, man ist, ihr schützt immer und ja, Mama und Vater manchmal die Pflichten und alles. En die was man dus beter zijn. Het wil me vliegen, ja. Ja, het wil me dat wat je die ervaring hebt met het Ruud, met Ruud van zo, voor mij werd het een beetje, we wollten dat zeggen, dat we een beetje toch geraten als dat we dat gedacht hadden, ja. Want, zo is het zo, Mama und Papa haben uns ja geschützt von der Sache, auch von der Welt, so, wenn man so denkt, ja, die Gefahr und alles, so, man hat geredet, manchmal über alles und so, ja. Aber so richtig ausproben, dort ist dann was anderes, ja. Aber es kann sein, Gott geht mit mir, ja. Und das ist meine beste Erfahrung, die ich gehört habe, ja. Gott mit mir, ja. En ver wie je dit programma aanvangen, dan vertel ze ook een ganz klein beetje van dat u een krankheid gehad had. Dat u... Ja, so mit 5 Jahren so viel, dann fange ich an mit Unfällen, so, ja. Und wie fangen an zu doktern dann, wovon das kam und ich wil bloß hier einmal die Bremse aanvallen, dat is wat eens zei, dat zo hier in Brazilië zei dat zo. Ik weet aber dat veel mensen niet dat ik kan dat als afstöpt. So, dat is oké, du kannst die Worte, wenn es wieder brücken, bloß dat je weet dat wat ze houden. Ja, der Miet wäre auch nicht so sehr schlimm, so. Miet wäre so bloß von den Ohren, ja. Da gibt Menschen, die sterben dann ganz auf oder so, ja. Die beschwimmen uns, ja. Aber mein Ohren, das waren meine Ohren beschwimmen, ja. Dann war keine Reaktion mehr bei den Ohren oder so für ein paar Minuten, so, ja. Da dort wie mein, ja. Dann wird wenig so sehr, ja,
impactant oder so, ja. Aber dann was in Anfang wohnt der Doktor und alles, ja. Und dann kommt ein Doktor Hanuk und er fängt die rechte Medizin auch und so, dort wie dort behandeln können, ja, dort ein bisschen kontrollieren, ja. Dort wird seine Zeit auch mit den Zomers und alles, ja. Er hat dort bloß ein bisschen aufschalten, ja. Aber wir haben mehr Medizin ausgeprüft und alles so, ja. Und dann mit 14 Jahren, dann haben wir eine Taube gefunden, dort wird es auch, ja. Dort hat wir eine Kontrolle und alles, dann haben wir eine Zeit an, und da wir eine Zeit kein Historik oder so, dort war dann ein Fall hoch oder so, ja. Und dann fangen wir an, dort weiter wegzunehmen, dort nicht aufhängig von Leben lang bleiben, so, ja. So von der ersten Tag haben Sie keine Medizin? Nicht, überhaupt nicht, Gott sei Dank, ich habe den Wunder bei mir getan. Was sind Sie gerade in das Ganze? Sie alle wegen Gott mit dort, ja. Sie dort komplett Gott gewesen sein. Und dann freue ich dort so Zeugnisse bekommen von da, ja. Wenn es dann mit 16 Jahren von Tuss sind, dann können ja Mama und Papa nicht mehr mich abpassen und Doktor bringen, ja. Und dann, wenn es mal andere Familien alles so, und dann bei der Arbeit steht dann alles, alle wegen, wo ich gewesen sie halt nie war, da wo ich gut. Weißt, und Gott hat mir sehr live tolle Menschen immer angestellt, wie war ich, weißt du, immer mit mir sein, so. Er kann Gott bloß dankbar sein, die Menschen, die er an mir, mein Weg auch gebracht hat, weißt du, der Chani gelehrt hat, und viel von daher halt Kontakt mit von Deutschen da und alles, ja. Da war es, er kann bloß Gottes Macht da sein, alle wegen Gottes Schutz an mein Leben, ja. Wunderbar. Noch eine andere Sache, die mir gerade sagt, ist, dass die geplant hat, niemals zu befreien und keine Kinder zu haben. Nee. Das ist aber nicht so, das weit echt, das nicht so. Wie viele Kinder haben Sie? Wir haben 3 Jungs. Einer, der älteste ist 13 und der mittelste ist 11 und der jüngste ist 9. Der älteste ist schon 13 Ja, Jahre? das ist also eigentlich kann die wieder 8 Jahre schon, ja, 7 Jahre schon. Ja, die Tigerant. Die blieben nicht stehen. So, vertel mir, wo hat Gott dir geführt, dass du die befreit hast und dass du die Kinder hast? Naja, dann hat es eine ähnliche Geschichte ein bisschen mit Heidi auch. Er hat in Deutschland dann auch, ja. Da war ein Austausch, ob er die zu machen da, ja. Und dann bleibt er da ein Jahr, mit 7 Jahren, und damit kommt er 3, ja. Als er 3 kommt, dann fängt er schon in Curitiba hier zu arbeiten, dort zieht ich bei 40 Kilometer auf, ja. Und dann da das Schaffen, mein normales Leben, kommen wir 3 Wegen, einer wird mal so, die Jugendstunden so, ja. Und ein Wegen, auf einmal wie einer da von einer anderen Gemeinde, ja. Und dort wird dann Albert, ja. Dann kam er da hin und er hat mich alle gesehen, er hat dann aber noch nicht gesehen. Aber dann schauen wir uns mit der Zeit an, ja, und so hat Gott uns auch geführt, ja. Ein wunderbarer Monat von Deutschland, ja. Und die haben 3 schmache Jungs, dass du sagst, wo setzt du deine Arbeit, weil ich das mal so gut sage, ich habe aus Mann von der ersten Tag. Was verbindest du das auch mit Gott, da ist eine Arbeit für Gott, was du lässt? Unbedingt, wir tragen die Tschenja nicht für uns, ne? Gott schenkt uns die Tschenja, er hat einen Ruf auch für dich, ja. Okay. Und ich denke manchmal mit Angst darüber, weil ich denke so, nee, ich weiß, die Tschenja sind nicht meine, das sind Gott seine Tschenja. Und wir halten Gott bloß in der Arbeit mit, dort Heidi ein Tag für seine Arbeit brücken kann, ja, für seinen Dienst, ja. Und da war sie, er sagt mit einem schweren Wort, ja, wenn seine Mama, weil er bloß noch die Tschenja an sich hat, ja. Aber ich freue mich, wenn er die auch für Gottes Dienst aufgeben kann, ja, und dort stellen kann. Das heißt, wenn du nicht nur Arbeit hast, sondern Luther. Ja, unbedingt, ja, weil du den Charakter, wir sind mit dabei, halb Dienst mit, halb auch tut sie sich den Charakter entdecken, ja, also schaffen, ja, und schaffen und alles mit Prinzipien und alles, was man denen anstellt, ja. Deswegen das ist eine sehr große Verantwortung, was wir in der Hänge auch haben, Eltern zu sein, ja. Das ist nicht einfach Tschenja in der Welt, ja, tragen, Eten geben, Wurst geben. Nee, das ist eine Seite, wo sehr wertvoll wird, auch sehr ertragen wird, ja. Und gelehrt wird und alles, wenn es Tschenja weiter viel mal nicht, was sie mit den Gefallen dort alles angehen, ja. Dort macht alles bearbeitet worden, ja. Und ich finde so, als Mutterdienst ist es auch mein Dienst da, ja. Na, ich selbst sie vorher, ich kann nicht, wir haben über ein kleines Baby, ich muss sagen, dass vorher und Mutter sein, weil ich nicht mehr das, aber vorher sein, das ist eine Abgabe, das ist eine Verantwortlichkeit, und ich freue mich, dass ich hier von dir bin. Man sieht die kleine Stuhl und auf einmal ans Kleine, weil die erst auf einmal gleich mal so klein und die Wurst eigentlich die Hängerü und wo unsere Arbeit ist, wo gerade unsere Verantwortung ist, aber ich freue mich, dass die so Mut merken, dass wir das ernst nehmen, das auch Verantwortung. Eine Frage, die ich für dich habe, Jules,
wo hast du Gott über dein ganzes Leben gesehen? Was ist Gott für dich? Wo kannst du du hast ja so viele verschiedenste Sachen erfahren. Du warst krank, du hast gereist, du hast Monate, du hast Kinder. Was ist Gott in den Ohren? Gott ist mein bester Freund, mein stärkster bester Freund. Und ich will seinen Hund nie loslassen, bloß nicht. Ja? Solange er mich nicht loslassen, wollte ich ihn auch nicht loslassen. Ja, begreift deswegen. Und dann lässt seinen Hund auch nicht los. Kon zijn zo, het als het terugkomt van Duitsland, dan zou ze zien dat is een au-pair-dienst ook en zo. En dan heeft ze een beetje deze laatste, deze näherste Erfahrung gehad mit Gott. So, wenn man eerst wieder auf ist, nicht den Unterstützung von der Familie oder bei einer Gemeinde haft und alles, dann sehnt man sich, man macht von sich selbst und Gott sieht schon. Und dann, wenn man Gott sieht, schaut man auch dich dabei von an. Und da haben wir so richtig gefangen. Als de andere alle weer aufwählen. Meine Freunde wieder auf, meine Familie wieder auf, die Gemeinde wieder auf, ja. Aber Gott kommt dann dicht dabei von mir und er droht mit euch alles, weil er ist mein bester Freund von Deutschland, er kommt mit am Reden, welche Klage die das will, er ist immer da. Weil er wird mich nie fehlen, er wird mich nie verloren. Und dort lebe ich und dort hau ich sehr freundlich gefasst, ja, das weiß ich, er ist für mich. Sehr schön. Und die letzte Frage, wo ich die Frage wähle. Stell dir vor, hier sind Jugendliche, jungbefriede Lied, ältere Lied, vielleicht hast du eine Alleinstehende mehr, verschiedenste Personen, die die Herrscher anstellen. Wo willst du eins sein? Wo willst du mit mir geworden? Das ist echt schwere Titel. Okay. So. Ich habe auch viel schwere Erfahrungen gehabt. Aber die gute Erfahrungen, die man hat, dort überschränkt alles Schlechte, was du dich machen kannst. Dort kann ich bloß starten. Siehe duldig, hau dich. Es nicht immer wird dort so was passieren. Du lust nur eine Antwort. Du bist auf Trouble, du weißt nicht, wo er handelt, das Ganze hier fein. Aber Gott ist da, Gott schafft. Du setzt es manchmal nicht. Ja? Aber hau die Faust. Siehe duldig, ja? Und wacht auf. Gott hat bestimmt, was geratet für dich, was sehr gut, was du nicht mal denken kannst. Deswegen halt bloß nach dem Gott, er ist da für dich und er wird dich nie verloren. Amen. Vielen Dank, Ju, für deine Zeit. Was ich bloß sagen kann von Ju, ich habe hier, da kann ich die über Juliane gesagt, wenn wir Ju nennen. Was ich von ihr sagen kann, ist in Früh, was Mut, wenn du mit ihr top bist, du warst bloß viel und mutig. Sie erträgt ihre Dinge mit viel Mut und Kraft. Ich weiß, das wird nicht so leicht sein, als ich das nicht gesagt habe. Wo man sieht, was sie eine wunderbare und gesunde Familie sind, wo sie fair weich kommen. Und musst du wirklich von ihr Leben gesehen sein, von allen. Und sehr dankschön, Ju, für die Mitwirkung. Ich hoffe, das kann dann vielleicht noch mal weiter passieren. Aber für dich vielen Dank, mach Gott die sehen. So möchte ich auch für dich sagen, mach Gott die sehen, mein lieber Freund. Ich schenke eine Umarmung noch nie und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.